gute Mittag, die seid angeschaltet bei Graffiti Radio Ara. Wir sind Samet, Elvin, Edonik, Alia, Silvana, Agnesa aus dem Kannerbüro Wulz. Er geht mit der Kanner geplant und diskutiert. Heute schwatzen wir über das Thema Roserei. Wen hat eigentlich recht, Rosen zu gehen anzuschlagen? Polly ist eigentlich recht so schlimm, weil sie nicht schafft und da gehen sie befehlt, dass sie das machen. Oder weil zum Beispiel, wenn ein Dieb probiert fortzulaufen, dann darf sie und gut schlimm, dass sie umfällt oder so. Alle haben recht, Rosen zu sein auf der Welt. Menschen haben recht, Rosen zu sein. Jedereen noch deren, jedereen, die auf der Welt wohnt, hat recht, Rosen zu gehen. Weil die Roserei muss immer raus aus der Welt. Wenn ihr nicht rauslässt, dann kriegt ihr mal eine Krise und nicht fliegt ihr raus. Wann seht ihr Rosen oder wie geht ihr Rosen? Ich gehe Rosen, wenn den anderen mich nervt oder provoziert. Ja, zum Beispiel den anderen beleidigt meine Mama und da geht fühlen sich provoziert und es können noch Rosen. Ich gehe raus, wenn jemand schnappt oder wenn jemand ohne Grund beleidigt oder meine Familie. Ich gehe raus, wenn irgendjemand etwas Böses misst und mir kriegt Schuld. Ich gehe raus, wenn ich kein Recht tun und die anderen Leute tun, ob das Recht. Zum Beispiel, dass ich einen eigenen Kummer habe. Ich gehe raus, wenn ihr mich oder meine Familie provoziert. Ich gehe raus, wenn ich unfair behandelt bin und die anderen besser behandelt bin. Ich gehe raus, wenn irgendjemand über meine Farbe schwätzt. Auf über mich steht der Rosen, wenn ihn über den Hautfarbe schwätzt. Ich gehe mir raus, wenn irgendjemand mich provoziert und sieht, dass ich schwarz bin. Wenn irgendjemand mir den Gag mischt. Oder wenn irgendjemand nicht meine Kollegen will sehen, weil ich schwarz bin. Wie weiß ich, wann ich böse ist? Wenn der Gesicht so rot ist wie ein Tomat. Wenn man Bock hat zu scheißen oder. Wenn ihn bemerkt, dass es ihm warm ist und dass ihn so schlecht fühlt. Wenn ihn das zum Beispiel schlecht ist, wenn ihn gerade fehlt, dann einfach will durchtrennen. Einfach bis Futtis schlagen. Was ist der Unterschied zwischen traurig und Rosen sind? Also zwischen Rosen sind auch sind, da den einfach will etwas machen, wo man sich mal da auflenken kann und traurig ist, wenn ihn allein ist und auch allein will sein. Wenn ihn traurig ist, will ihn einfach nicht mehr kreisen, wenn ihn Rosen ist, will sich scheißen und etwas Futtis schlagen. Wenn man traurig ist, dann fühlt man sich länger, geht ein bisschen beleidigt, aber wenn du Rosen bist, dann willst du einfach einer kann er schlagen ohne Grund. Wenn ich Rose sehe, sind ich auch Rosen nicht traurig. Wenn warst du richtig Rose gehen? Als ich in der Schule mit meinem Kollegen und da hat zwei andere Jungen einfach meinen Spruch beleidigt. Sie suchten Scheiß Montenegro oder Bosnien. Ich bin böse drauf reagiert und haben sie geschlagen. Ich war letzte Rosen, das war Freitag. Und ja, weil mein Kollege mein Juffer angelohnt und da konnte ich ganz schuld und da konnte ich die Gericht schrufen. Ich war ein richtig Rose, wo meine Mama Frechete gesucht hat. Aber wie hast du dich an dem Moment gefühlt? Traurige Rosen. Mein Kollege Samet und ich, wir sind einfach normal an die Schule gegangen. Zwei Jungen, die als Mama beleidigt sind, so gesagt, ja, wir wären dumm Wichser und so weiter. Aber mir ist dabei nicht gut gefällt, sind wir raufgegangen bei ihnen an die Schule, was man für was so hat. Und da sind sie bei dir verglaubt, so, ja, wir wollten sich schlagen. Sie sind das geschlagen, weil das gar nicht stimmt. Und der Schluss ist so ausgegangen, dass wir in Martine geschwatzt und dann sie ist das wie beleidigen. Ich war ein richtig Rosen. Das war letzte Woche, wo ich eine Strophe gekriegt von einer halben Seite singen schreiben, weil wir nicht eine Lachkrise hatten und eine Lachkrise kann ich nicht so schnell umschalten. Und ja, da gab es richtig Chaos. Wo ich die Strophe gekriegt war, ich ganz Rosen, ich war auch Rosen. Das sieht auch ein Fehler gemacht, aber sie kriegen nie von anderen Leuten gemacht. Sie sehen immer am Rest, bei einer Wurst und das nervt mich, scheinst du.
wat müsst du, wann du Rose passt und du dich beruhigen willst? Wann ich Rosen da gehe ich daheim und hole ein Glas. Wenn ich Rose bin und ich will mich beruhigen, gehe ich immer bei meiner Schwester. Wenn ich Rose bin, dann schon ich beruhigen, dann schon an den Boxsack. Wenn ich Rose sehe und will mich beruhigen, dann schätze ich an mein Kissen oder schwöre einfach Mauer. Was können wir also nur lautere Tipps geben, wenn du Rosen hast? Sich was von die anderen Leuten zu halten, die hier provozieren. Zum Beispiel, wenn man von einem anderen Jungen genervt wird, dann soll man weg von ihm gehen. Wenn man Rosen hast, dann sollen die daheim gehen und dann muss man hoffen, dass man ganz allein ist. Da können wir ein scheitzen und ein Glas essen. Man soll einfach spazieren gehen und mit einem darüber schwätzen. Und wenn man Rosen sind, soll man am liebsten mit seinen Kollegen schwätzen. Vielleicht können sie da helfen, das Problem zu lösen. Wir sind vom Kannerbüro Wolz und wir wollten nicht fragen, ob wir Ihnen froh dafür stellen. Wie warst du eigentlich richtig Rosen? Ja, wo ich ja so nicht verletzt war und mein Trainer so schwer verletzt und ich darf nicht spielen. Ich meine, ich gehe überhaupt nicht so richtig Rose. Ich gehe richtig Rose, weil mein Mädchen nicht auf mich lauscht hat. Aber wie viel dir dann an dem Gefühl? Dann hätte ich heute schon Lust, mit kleinen Klaps auf die Popo zu gehen. Mir machen die aber nicht. Dann war ich richtig Rose. Aber mir kann aber nicht gefolgt tun. Und wie hat er an der Roserei gespielt? Ganz schlecht. Wen hat recht eigentlich, Rosen zu sein und zu schlagen? Kein hat das. Wen hat recht, Rose zu gehen und zu schlagen? Ich hätte keine Rose geben, man sollte nicht schlagen. Kein Mensch. Was ist der Unterschied zwischen traurig und Rosen? Also traurig, das ist vielleicht ein Gefühl, wo ein Verlust hat, der Rosen, das ist ein Gefühl, wo ein sich nicht ausdrücken kann. Nein, steht zwischen traurig und Rosen. Rosen ist, wenn etwas nicht geht, und traurig ist, wenn etwas geschieht, was wir nicht gerne haben. Être triste, c'est suite à un événement, quelque chose qui nous rend triste. Être fâché, c'est une réaction qu'on a quand on n'est pas content sur quelqu'un. Traurig, dann geht einem das Herz weh, und man muss viel kreischen. Auch Rosen, ja, wie soll das erklären? Und das sind einfach wie Base. Das sind Base, was ihr schon da ist. Ich weiß aber nicht anders, das zu erklären. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te calmer? Oh, je sors un peu pour me calmer un peu si je suis fâchée. Hein. Je me promène un peu, je marche un peu. Ich lausche Musik. Mein gut froh, ich bis raus dann. Vielleicht ob seine Atmung lauschen mit der Tisch. Den Anfang von der Meditation. Und dann, wenn er das am Griff hat, sich innen einkehr positiv Gedanken zu wenden. Und dann noch seine Feinden nicht als Feind betrachten, aber für alles mit positiv zu sehen. Je vais marcher. Je respire à fond, calmement, plusieurs fois. Ich lausche viel Musik und ich singe ganz hart mit. Das hilft mir jetzt. Okay, merci, Adi. Wir hoffen, es hat dir gut gefallen. Es hat Matt diskutiert. Anjesa, Alvin, Samet, Silvana, Idonik, Alia. wenn ihr euch die Diskussionen noch ein Kehr anhören wollt, da geht auf www.graffiti.lu oder www.kabu.lu. Erlöt et ihr als Podcast auf. Adi!